Und plötzlich werden wir voll angegriffen. Hier bei Tales of Zestiria. Ja gut, natürlich selber schuld, wenn ich das Gefühl habe, wir müssen das Spiel neu starten. Dann ist natürlich Polen offen. Aber trotz allem, natürlich haben sie keine Chance gegen uns. Wir weichen automatisch aus. Zumindest ist es wieder versucht. Ja. Aber es funktioniert noch. Und Rose und Echner legen los. Und ich natürlich auch. Und so ist es wieder vorbei. Naja. Du Erfahrungspunkte. Ja. Kommt noch einer oder habt ihr keinen Bock mehr drauf? Da vorne ist noch so ein Typi. Da hinten sehe ich mich nicht. Wie sieht's aus? So wie das kurz vom Level Up. Level 60 dann auch endlich mal. Und Rose geht mal richtig ab. Und ganz ehrlich, ich glaube, Rose ist noch niemals abgekratzt. Am ganzen Spiel noch nie. Und die anderen, ja, halt ab und zu mal. Und, aber ich glaube, Zoe nur einmal oder einmal mehr als Rose zumindest. Edna sind noch oft, wieder letzte Zeit auch wieder. Naja. Ein bisschen doof, als er wieder halt vor allem physisch relativ, sag ich mal, relativ viele Punkte hätte oder halt dann defensemäßig weniger, aber spielt eine Rolle, wir kennen es ja. Und ja, wie ihr seht, ich gehe da stur meinen Weg weiter. Ich habe mir auch schon wieder sagen lassen, wegen, ja übrigens, Michael, du könntest da ruhig zu Acen, sprich Ednas Bruder gehen und ihn da irgendwie, keine Ahnung, herausfordern, sag ich jetzt mal. Dann irgendwie, ob wir den Leuten können, ist nur eine andere Frage, obwohl es eben noch unser Ziel im Prinzip wäre. Aber, ja, auch wenn ich jetzt zu ihm gehen könnte und so. Nee. Weil vor allem, vom Level her sind wir jetzt nicht mehr so verdammt stark. Also, vor allem halt deswegen, weil wir nach der Hälfte des Spiels haben wir vom Schwierigkeitsgrad her vom Mittel auf normal runtergestellt. Und deswegen dann haben wir so viele Erfahrungspunkte gekriegt und so weiter und so fort. Und auch auf normal wäre halt offenbar Ace ein harter Brocken. Und deswegen denke ich mir so, nee, ich will jetzt doch erstmal einen Endboss machen, wobei der genauso ein harter Brocken wird, aber ist ja egal. Und danach machen wir Ace. So, dann nehmen wir wieder Maus. Simon, wo bist du? Ja. Das ist ja geil, ich fange so, Simon, wo bist du? Ja, gut, und jetzt? Gut, ich meine, wir kriegen gratis Training. Hey, ist ja auch geil. Ja, wer braucht es überhaupt? Also wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Ich nutze das Spiel echt, weil ich so stark bin. Und nochmal den Strudel. Das ist nicht viel zu lahmarschig. Ja, soll das so? So, das ein Level Up. Geil. Jetzt sind wir alle mindestens Level 60. Ist doch nice. Jo, ich denke, so können wir den Endboss ruhig angehen. Ich werde trotzdem Endboss auf Mittel machen. Auch deswegen, um zu zeigen, auch zum Testen, dass ich echt schon genug wieder im Grips habe, vor allem genug mitbekommen habe, und vor allem auch genug gemerkt habe. Damit ich halt auch mit, sagen wir, 20 bis 30, sogar 40 Level weniger, keine Ahnung, wie stark ein Endboss ist auf Mittel, das ihn trotzdem schlagen können. So, jetzt ist halt die Frage, müssen wir alle Gegner platt machen oder einfach irgendwie ein bisschen herummarschieren, das haben wir letztes Mal nicht ganz bewusst. Ja, ansonsten, ich weiß, wir ein bisschen langweilig, weil ich immer mit, ja, Zoe und Mikio halt fighte. Ich finde einfach die Kombi von den beiden eigentlich am besten. Haben wir solche Gegner, würde ich jetzt mal sagen. Wir können gut die anderen auf Distanz halten, die ganzen Gegner, und dann können natürlich Edna, Rose, so gut eigentlich auch Layla und so wieder war, genau, voll loslegen. Und wir decken ihn in den Rücken. Gut, das Erfahrungspunkt übrigens nicht mehr groß. Wenn wir sagen, gehen wir weiter, war. Habe ich jetzt hier irgendwo eine Anspielung, wo ich eine gewisse Ahnung habe, wo ich hin muss? Ich habe gedacht, wenn wir Monolithen mal gucken. Haben die irgendwo, gibt es welche, die keinen Schatten haben, sehe ich sonst irgendwo etwas? Oder irgendwie einen Schatten in die falsche Richtung zeigt? Wenn du plötzlich irgendwie weniger Möglichkeiten haben zu marschieren. Dankeschön, Spiel. Ach Mensch, Simon, nee, du alte Spielverderberin. Gib's rein mal auf, das ist sowieso keine Chance. So, wo ist die Alpha-Wand? Ah, hier.
Ja. Ich finde schon ein bisschen dem, was Simon hier zeigen will. Mal, der Monolith sieht ein bisschen anders aus. Den noch nicht zeigt. Oh, da haben wir so einen Werwolf-Dingsbums. Die sind nervig, weil sie viel schneller sind als wir. Aber offenbar muss gegen den fighten, oder wie sieht das Spiel das? So, kommen wir jetzt aus, sind unsere Doppelgänger. Wird hier. Ja gut, dann catchen wir halt. Ja, eben so normale Gegner, kein Problem. Der hat noch schwer gegen Erde. Inner ist er dabei. Geil. Ups. Mein Fehler wollte eigentlich dramatisieren. Wow, das war knapp. Scheiße, wieder mal aus der gar noch gesehen. Mach dich vom Acker. Keiner hat Bock auf dich. Was vor allem interessant finde, irgendwie wird der Weg uns immer zu neuen Monstern geebnet, sag ich jetzt mal. Also sprich, wenn ich ein Monster sehe, kann ich davon ausgehen, der Weg dorthin ist frei, kein Problem, keine Barriere, nichts im Weg. Im Gegensatz dazu, hatte vorhin auch schon wegen, ja die Barrieren sind eigentlich immer gleich oder wechseln eben. Ich habe es gerade nochmal getestet, die wechseln echt. Also sprich, den Weg, den ich gerade gegangen bin, zum einen Wolf-Dingsbums hier, zum Wolfviech. Der war jetzt, nachdem ich ihn besiegt hatte, wieder weg. Dann nicht mehr durch. Einen anderen Weg nehmen. Oh, ja, Inner ist sauer, aber merkt's. Ei, Caramba. Ja, mit denen soll man sich nicht anlegen. Oh, Kampfaktionen, was haben wir jetzt Schönes? 23 Punkte, haben wir da etwas, was wir nehmen können? Flinker Tritt. Nutzt du schnell. Rest um 1. Oh, das wäre noch geil. Die Frage ist halt, gilt das nur für mich oder für meine Teamkameraden? Ja, gerne mal hier Todesson und so noch. Die Frage ist, was nehmen wir sonst für Fähigkeiten? Da sicher nicht mal, sonst kann ich da Gotteszorn von Zoe kann ich ja knicken dann. Der SK-Verbrauch, eigentlich nicht unbedingt. Nee, das ist auch doof, vor allem auch die gesteuerte Figur. Du musst automatisch amortisieren und so weiter. Das ist halt je nach Gegner nicht unbedingt so empfehlenswert. Abwehr, eigentlich will ich ja, dass er nicht Abwehr des Angriffen wäre. Das gehört so zu meinem Spielstil, sag ich jetzt mal. Ich habe sonst echt nichts, was ich nehmen kann. Kann man Halte da wegnehmen? Nee. Der Belebung habe ich schon. Verbannungskette. Ne, braucht echt die Punkte für Todeszorn, wa? Tja. Wir sind jetzt mit Waffen aus und noch irgendwas Neues bekommen. Caliburnus. Ne, eben noch den Stab, den er von seiner Mutter bekommen hat. Das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Das war der Topazschirm. Die Frage ist, wenn ich die halt miteinander fusioniere, wie sieht es denn bezüglich den Werten rechts oben aus? Weil da bin ich nie so sicher, ob die wirklich auch bleiben, die Werte, oder ob die nachher wieder verschwinden im Sinne von, von wegen fusioniert, war im Sinne von, ja, ich kombiniere die Effekte, nö. Ist einfach weg, tschüss. So, und jetzt? Ich sehe eben noch nichts. Aber da hinten sind sie ja wieder. Hallöchen, ihr zwei. Hab ich nicht mehr gesehen. Ja, da war ich schneller. Tut mir, Welli, Soli. Da wo sind hier mal ihr zwei. Ja, das bringt ungeheuerlich. Was ging Wasser? Mach mal den hier, wa? Wow. Und gerade blockiert der Arsch. Könnt ihr beide mal amortisieren? Hallo? Mann, ihr sollt nicht denken. Ihr sollt einen anderen angreifen.
Ich bin gerade verarschen. Gut, ich mach's anders. Das funktioniert gerade die Strategie nicht. Nicht abhauen. Ah, die ist echt nervig. Das hat doch gerade ein bisschen ungünstig gelöst. Oh, das soll gar wehtun. Oh. Es tut mir leid, Simon, aber du gehst mir auf den Sack. Jo, hab's ja gewarnt. Was, Anakin K.O.? Scheiße, jetzt hatte ich wieder keine Wagensäule gekriegt. Ich krieg die Krise. Wie war, wie war. Wobei ich sowieso glaube, es darf. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Jo, ich glaube, wir kommen gleich zum M-Fight. Entner immer noch jenseits von einem guten Böse. Gut, ich schicke wieder mal Layla rein mit Rose. Das geht dann ganz gut. Mikli und ich auch. Jo. Dann würde ich mal sagen, Entner, soll ich sie heilen? Wäre sicher nicht die dümmste aller Ideen. Wollen wir ganz kurz noch etwas anderes gucken. Naja, da habe ich nicht. Okay, amatisiert. Hier ist auch nichts. Nach wie vor 4. Der vierte immer noch. Nie auch noch. Verdammt Mist. Gut, spielt keine Rolle. Und so klar, noch Rote ist dabei. Okay. Camille, Entschuldigung. Jo. Dann Kape wären doch. Mach Miklio. Also sowieso ein bisschen mehr Heal und so weiter. Das soll auch da ein bisschen mehr zulangen. Gut, wenn ihr natürlich gleich der Mond kommt. Schwarzes Zeichen ist wahnsinnig. Alle Verteidigung. Jo, ich glaube, das hätten wir bitte nötig. Okay. Ein falscher Snack. Alter, 10, 20, 30. Jetzt praktisch gar nichts mehr. So. Ist sie auch geheilt? Ja. Aber sonst noch was zu tun? Glaub nicht, wa? Langsam mal Zeit hier. Ah doch, genau, was er noch machen wollte. Ich meine, die Klamotten, die wir alle tragen, sind schön und gut, aber es kann durchaus sein, so nach, wenn du jetzt, kann es sein, dass du jetzt gegen einen Heldorf direkt antritt, oder gegen Simon, keine Ahnung, dass er dann direkt von einem Kampf zum nächsten kommen und dass er nicht mehr die Klamotten wechseln kann. Und ich will zumindest zum Endfight doch noch wieder die Originalkleidung haben. So, das sieht für mich immer noch aus wie das hier, aber ist ja egal. Es sieht echt keinen Unterschied. Also, warte, genau. Die Kostüme. So. Alles original. Süßes Mädchen. Mhm. Die da ordentlich eins auf den Putz hauen kann. Gut. Ist ja halt die Frage, wo komme ich denn da hin? Lass mal gucken. Das war das. Moment, das war noch vor allen anderen Sidequests, so vor dem Endboss-Fight gemacht haben, aber war, glaube ich, noch. Stimmt es überhaupt? Ja, es müsste nach Elysia gewesen sein, sprich nachdem wir dort einen Cerberus besiegt haben und gemerkt haben, im Moment, da hat jemand angegriffen und so weiter. Das ist der Safe State bezüglich Aeson, also Aetnas Bruder. Ja, das stimmt ja, gut.
Weil ich weiß nicht bezüglich den N und so weiter. Es gibt mehrere Enden hier im Spiel, so weiß ich weiß bloß noch, wie ich die auslösen kann. Das eben nicht und die Frage ist, wohin? Tor zur Tiefe. Hä? Was soll das sein? Weil ich bin ja schon hier. Ach, da oben war, falls ich nochmal irgendwie trainieren möchte. Und nochmal zurück und wenn dann noch ein paar Monster mehr und so. Nee, Freunde, jetzt kommt es drauf an. Jetzt machen wir, wer auch immer uns sich entgegenstellt, dran. Ja, ich spüre jetzt eine Domäne, aber mehr auch nicht. Da haben wir ein paar Statuen. Schön. Ich sehe keine Truhen. Weniger schön. In der Decke sieht hübsch aus, sonst aber auch nichts. Hm.幻とはいえ相手すんのは楽じゃないぜ。もうすぐ現実は解けると思う。なんで？サイモンは天族だから。こんな汚れた領域の中じゃ力を振るうのも難しいんじゃないか。図星だったようだな。いくら幻で攻め立てても、お前の心にはもうさざ波も立たぬのか。ならば別の手を使うまでのことよ。何？やけくそ？おとなしくくっせ！ Moment mal, diese Illusionen hätten uns als vom Gegenteil überzeugen sollen? Sorry, Kleines, aber dafür waren sie nicht durchdacht genug. Also nur gegen uns selbst zu fighten, hallo. So, Simon, Person. Okay, eigentlich hier ein Seraph, aber ist egal. Das ist ein 70, was ich mir sowieso frage. Ich dachte immer, ein Seraph hätte halt einen der 4 Elemente. So Wasser, Erde, Feuer, Wind. Aber bei ihr ist irgendwie Finsternis oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Zusammenarbeiten. Das sehe ich weniger gerne, dass der Fokus so hoch ist, aber geht schon. Ja, sie macht viele Arten. Ja, schwächer soweit nichts, was ich auf den ersten Blick sehe. Du bleibst schön hier, nicht abhauen, ja? Alter, ich darf alle auf sie loslegen. Mhm, ich weiß, ich mache es absichtlich noch ohne Amatisieren und so weiter. Also der Kampf echt einfach, kann ja durchaus sein. Und ich denke, kleiner Mikro sind ganz gut, weil die werden auch ständig halt ihre Art spammen und deswegen seinen Mund behindern. Ich habe gerade zu dramatisieren, was ich aber gar nicht will. Ich will eigentlich wieder mal ein bisschen Gotteszorn einsetzen. Oh, er muss rausnutzen. Ja, Rose würde es aber. Wow! Ich kann aber vielleicht mal. Ja, ich habe gerade gedacht, soll ich vielleicht mal Sabine reinbringen. Sag mal, hat die überhaupt etwas drauf? Jetzt mal ganz ernsthaft. Was macht die überhaupt? Oh. Wieso war ich doch so blöd? Hä? Hat sie gemacht? Ja gut, Miklo hat ein bisschen Schaden gekriegt. Ja, das kann ich auch, Süße. Gut, kämpfen wir halt amatisiert, wenn es halt so nicht so will. Die kann doch nix.
殺さねばこの舞台は終わらない。サイモン、もうやめよ死を受け入れるか。待て、どうし。それがあんたの本当の顔ってわけね。行こう。じいじが心配だ。うん。もはや手遅れ。すべて我が主の小中よ。私らが「はいそうですか」って諦めると思う？なぜ抗うのだ。抗えばそれだけ苦しむ。なぜ苦しみから解放されありのまま生きるという我が主の目指す世界を否定する。忘れたわけではあるまい。その業ゆえに命を落とした風の天族の存在を、彼の選んだ復讐という答えは我が主の目指すあり方に他ならぬではないか。お前たちは彼も否定しているのだぞ。デゼルは確かに苦しんでた。でもあいつは自分の決めたことを頑張ってた。そうだ、苦しみから逃れるためにな。けどあいつは業を抱えた者がそれに抗うことはすなわち自分自身を否定することに他ならない。抗い否定した先に何があった。空虚な死ではないか。サイモンさん、抗うのをやめた先、そこに生の実感はあるのでしょうか？何？抗えば確かに苦しみを伴うことが多いですわ。それでも顔を上げ答えを信じて足を踏み出した時、そこに生の実感があると思いませんか？デゼルさんは確かに最初は苦しみから逃れようとしたのかもしれません。ですが全てを思い出した時、彼はあなたの言う自らの業を呪い諦めましたか？そうか。だからデゼルが最後に笑ってた。笑えたんだね、ライラ。それが何だというのだ。正しい解に至らねば空虚な自己満足ではないか。いいじゃねえの、自己満足で。結果は重要だが、かといってそれは経過が不要にはつながらないか。気分に過いい加減気づいてくれる。急いでるのになぜライラがわざわざこんな話してるのか。サイモン、前に俺に聞いたよな。存在するだけで不幸をもたらす業を持った者は存在自体が悪なのか死ぬべきなのかって。ぎどう答えるかなど聞くまでもない。でも言っとく。自分を悪だって決めつけなくてもいい。違うな。悪でもいいじゃないか。なんだと。いや、なんか違うな。うまく言おうとするな。どんな奴だっていてもいい。みんな幸せになる方法きっと見つけるよ。だから貴様は自分の残酷さが分かっておらん。貴様は今まさに私の幸せを奪っているのだ。もはや我が主の御ために働けぬ私に存在理由などない。何もこいつ、私も一発ぶっとくか。もう行こう。つれ。ああ。Alter, das ständige Geheule. Ja, immerhin noch ein Level-Up für uns alle. Boah, ich hab keine Ahnung, kannst du bitte mal aufhören zu heulen? Ich will mit ein paar beenden. Na gut.
Freunde, wenn man sagen, es ist heute mal doch eine interessante Folge, ich glaube, so kann man es ruhig betiteln. Und ja, gut, das mit Simon und so, das ist mal im Prinzip, was das Spiel sowieso die ganze Zeit ist, also die ganze Zeit, sagen wir mal so seit der Hälfte des Spiels, ist wirklich schon sehr, sehr tiefsinnig und geht, oder versucht zumindest auf alle Facetten des Lebens einzugehen, von wegen gut, böse, die ganzen Grauschichten dazwischen und so weiter und so fort, was Zoe am Schluss auch gesagt hat. Spielt keine Rolle, ob sie böse oder gut ist, wir müssen einfach alle zusammenleben. Ja, aber davon, also mit dieser Erkenntnis über das bei Heldalf, bei ihm vielleicht, mal gucken, er wurde verflucht und so weiter. Aber wie es mit Mautelos aussieht, vor allem wie er überhaupt aussieht, war das und vieles mehr, vielleicht sogar schon in der nächsten Folge hier bei Tales of Zestiria. In diesem Sinne mal danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.